Moin, ihr Live-Matrosen. Für alle, die den Kanal abonniert haben, weil ich Plattdeutsch-Videos mache. Am Samstag kommt wieder eins. Das war jetzt eine kleine Vorabkündigung. Und jetzt geht es mal los mit dem richtigen Video. Tschüss! Also ich war echt lange am Überlegen, ob ich dieses Video überhaupt drehe. Und dann dachte ich mir, okay, du kannst es ja drehen, falls du das irgendwann mal hochladen willst. Und ja, zu diesem Zeitpunkt weiß ich nicht mal, ob ich das überhaupt hochlade. Aber ich dachte mir, setz dich einfach vor die Kamera und erzählst denen das, was los ist. Und zwar, ganz oft ist es so, dass Leute mich darauf ansprechen und fragen, warum ich immer eine Mütze trage. Und dann sagen, ja, du hast bestimmt irgendwas zu verbergen, weil du immer eine Mütze trägst. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe nichts zu verbergen. Ich trage die Mützen einfach immer nur so. Und ja, da habe ich wohl gelogen. Vielleicht habt ihr das auch schon irgendwie rausgefunden durch irgendwelche Personen, die irgendwas erzählt haben. Man weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß es nicht, was ihr wisst. Und ja, es ist mir auch ziemlich unangenehm, darüber zu sprechen. Alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich mir was Größeres anschaffen wollte. Wer kennt das nicht? Da möchte man irgendwas unbedingt haben. Und braucht dann halt dafür eine Menge Geld. Und ich habe lange überlegt, was ich da machen kann. Und mir ist es echt gerade mega unangenehm, darüber zu sprechen. Und ja, dann habe ich also hin und her überlegt, ja, was kannst du machen? Und dann bin ich erstmal so zu der Idee gekommen, meine ganzen Sachen zusammenzupacken. Also die ich nicht mehr brauche, beziehungsweise wo ich dachte, ich brauche sie nicht mehr. Und habe sie einfach mal auf dem Flohmarkt verkauft. Es sind natürlich nicht alle Sachen verkauft worden, weil auch ziemlich viel Schrott dabei war, wenn man das mal so ausdrücken kann. Und ja, das war halt nicht genug Geld, was da zusammengekommen ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel es war. Auf jeden Fall, ich musste mehr Geld haben. Und dann kam ich natürlich auf die Idee meines Lebens, beziehungsweise dachte ich dann noch, es wäre die Idee meines Lebens. Ich war jung und brauchte das Geld. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch und bleibt bis zum Ende dran. Also ich bin auf die Straße gegangen, weil ich einfach keinen anderen Ausweg gesehen habe. Wirklich überhaupt keinen. Also in dem Moment habe ich zumindest keinen anderen Ausweg gesehen. Und ja, ich habe einfach gedacht, ja, wenn du in einer kurzen Zeit an eine Menge Geld kommen willst, dann musst du das machen. Es war für mich eine schwere Entscheidung, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ziemlich schüchtern gewesen bin. Und ich dachte mir, du musst das jetzt machen. Wenn du das unbedingt willst, dann musst du deine Schüchternheit jetzt überwinden. Und ich glaube, wenn man schon so weit ist, dass man seine Schüchternheit überwindet und schon so weit ist und auf die Straße geht, also das muss man sich mal vorstellen, dann ist es auch schon vorbei. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit eigentlich sagen wollte, ich bin einfach mit meinen 8 oder 9 Jahren auf die Straße gegangen und habe Waffeln verkauft, um mir dafür ein Mountainbike zu kaufen.